Es gibt manchmal böse Stimmen, die meinen, im Alter sind viele Menschen nicht mehr ganz dicht. Das mag ja sein, doch beim genaueren Betrachten fällt immer jemand auf, der im Alter sogar immer dichter wird. Beispiel, aber gern doch. Salschwil rumort seit Jahrzehnten eine Dame durch die Kunst- und Literaturwelt, die scheinbar das Konzept vom Altsein nicht ganz ernst nimmt. Erika Würz heisst die Dame. Sie ist übrigens dicht und auch dichterisch unterwegs. Sie hat in ihrem Leben einige Bücher auf den Markt und in die Köpfe der Menschen gebracht. Und jetzt, zum 90. Geburtstag, hat sich Erika wieder ein Gedichtband geleistet. Und zwar ein völlig tierischer das Mal. Der Gedichtsband heisst Tiere im Zoo und anderswo. Das Buch in Lindengrün wirkt edel und bietet 31 nachdenkliche, romantische, witzige und auch berührende Geschichten rund um die Tierwelt. Wie wäre es mit einer Kostprobe? Schwarz und Weiß. Immer wieder unverstohlen blickte gern ein schwarzes Fohlen durch das Loch von Straßendohlen. So hat jeder seinen Fimmel, denn sein Freund, der kleine Schimmel, starrte öfters in den Himmel. Der Erika Würz ist übrigens zur Kulturpreisträgerin im Jahr 1999 gewählt worden. Du willst noch ein Gedicht hören, aber gern. Das Gedicht ist übrigens im Baseldeutsch und mein Baseldeutsch ist frag- und streitwürdig. Aber ich versuche es trotzdem. Unsere Zolli. Mich Basler schätzen unsere Zolli. Er ist sogar anspruchsvoll. Ein Eldorado, weit und breit, seit Generationen eine Ewigkeit. Dann suchst du Erholung, möchtest dich freien und deine Sorgen zerstreuen, so gehst du in Zolli, da ist grad fast mitten im Herzen der Stadt. Und kennst auch Tierli mittlerweile, es ist trotzdem für dich alle Weile ein grosses Erlebnis, das Maximum. Allein schon das schöne Vivarium. Doch besonders seidig, nett und gelungen sind hier Jahr ein, Jahr aus die Jungen. Drum, wenn ich noch so viel mal schaue, vom Solli kriege ich niemals genug. Das ist eben das Buch von der Erika Würz mit 31 wunderbaren Gedichten und ist einfach eine Wohltat zum Lesen, weil auch wenn es dir vorher nicht so gut geht, nach dem Lesen von diesen Gedichten hast du mindestens ein Schmunzeln im Gesicht und das steht allen Menschen gut. Das Buch ist übrigens in der Barlettenbuchhandlung erhältlich. So, mein Tipp: ist die Welt rundum nicht mehr ganz dicht, dann hilft Erika mit einem Gedicht. Ja, ich weiss, mein Dichterversuch ist mehr als fragwürdig und schon fast Blasphemie. Entschuldigung, Erika. Mein Name ist Christian Werle und ich bin Storyteller in Newmarket, Kanada. Salut zusammen.